Das Märchen vom Kater Czornisz und seinen Freunden. Kapitel 3 – Der Gemüsegarten. Zu Hause war alles ruhig. Es war dunkel, als sie ankamen, deshalb beschlossen sie, bis am Morgen auf dem Schiff zu warten. Es wurde langsam hell. »Kikeriki«, krähte der Hahn zum Wecken. Sparkucha schlug die Augen auf und sprang Kogut sofort auf den Rücken. »Jetzt reicht's aber«, brummte Sparkucha. »Ich habe noch gar nicht richtig angefangen. Aufstehen, Kikeriki!« Riabucha warf Kogut einen Granatapfel an den Kopf, den sie gestern eigentlich hätte aufessen sollen. Dadurch unterbrach sie seinen Gesang, aber die Sache war ohnehin erledigt. Alle bewegten sich bereits, drehten sich um und richteten sich langsam auf. Das Team frühstückte rasch und begann dann, die gekauften Waren auszuladen und in die Hütte zu tragen. Gegen Mittag war alles erledigt. Sie beschlossen, sich auszuruhen und sich erst am nächsten Tag um den Gemüsegarten zu kümmern. Der Kater Czornisz liebte den Garten sehr. Deshalb lief er bereits herum, sobald die Sonne über dem Boden aufging, maß alles aus, markierte Stellen und plante, wo was ausgesät werden sollte. Burka war ebenfalls früh aufgestanden, wenn auch nicht ganz so früh wie Czornisz, und bereitete das Frühstück vor. Die anderen schliefen noch tief. Sogar Kogut schnarchte ein wenig. Die Reise auf dem Wasser hatte sie offenbar erschöpft. Czornisz bereitete alle Gartengeräte vor, legte das Saatgut bereit und richtete das Bewässerungssystem her. Dann begann er, Furchen für den Mais zu ziehen. Da bemerkte er, wie Burka ihm mit dem Flügel zuwinkte. Er verstand sofort, dass sie zum Frühstück rief. Der Tisch war draußen gedeckt. Jeder hatte seine eigene Schüssel. Die meisten bekamen Weizen. Ein guter Koko. Danke, vielen Dank, danke. Czornisz aß Brot mit Butter und Kondensmilch. Danach sagte er, ich habe bereits alles Wichtige vorbereitet. Jetzt müssen wir nur noch säen. Wunderbar, bemerkte Kwotia. Ich glaube, ich muss heute ein Ei legen, sagte Czorniszka. Ich auch, fügte Chytrunia hinzu. Allerdings kann ich vorher noch ein paar Stunden helfen. Gut, zuerst pflanzen wir den Mais. Mit den Früchten habe ich bereits begonnen. Danach sollten wir Karotten, einige Rüben und auf der anderen Seite Erbsen anbauen. Mit den Erbsen sparen wir nicht, unterbrach ihn Kwotia. Ich weiß, du magst junge Erbsen besonders gern. Nach den Erbsen brauchen wir unbedingt eine Reihe Dill. Er wächst zwar auch anderswo, aber für eine frische Suppe habe ich trotzdem nie genug davon. Eigentlich wollte ich den Dill hinter die Rüben setzen. Etwa eine halbe Stunde lang besprachen sie noch die Aussaatarbeiten. Dann machten sie sich an die Arbeit. Sparkucha machte sich daran, das Geschirr zu spülen. Burka füllte frisches Wasser in die Eimer, damit während der Arbeit genug zu trinken da war. Sie hatten einen ausgezeichneten Brunnen, den sie einige Jahre zuvor gebaut hatten. Czorniszka sprang in ihr gemütliches, mit Stroh ausgepolstertes Nest. Die anderen stürzten sich auf die Arbeit im Gemüsegarten. »Vorsicht, macht meine Markierungen nicht kaputt«, donnerte der Kater. Nach einiger Zeit lief die Arbeit wie am Schnürchen. Nachdem Burka Trinkwasser geholt hatte, trug sie Wasser in den Gemüsegarten. Wenn besonders viel Wasser benötigt wurde, half ihr Belucha dabei. Czornisz zog eifrig Furchen und grub anschließend Löcher, in die Riabucha und Richucha die Kartoffeln warfen. Chytrunia half zunächst beim Ausstreuen der Karottensamen und ging danach ebenfalls ein Ei legen. Kwotia säte die Maiskörner aus, Burka goss Wasser darüber und anschließend scharrte Kogut die Erde darüber. Nach einiger Zeit war der größte Teil der Arbeit erledigt. Allerdings waren alle ziemlich erschöpft. Noch mussten Dill, Weizen, Zwiebeln, Knoblauch und einige andere Pflanzen gesetzt werden. Burka, ich denke, es ist Zeit, das Mittagessen vorzubereiten. Wir arbeiten in der Zwischenzeit weiter, sagte Czornisz. Einverstanden, antwortete sie. Burka lief los, um das Mittagessen zuzubereiten. Diese Aufgabe machte ihr großen Spaß. Sie setzte Mais zum Kochen auf, schnitt etwas Zwiebel und Brot hinein und gab ein wenig Weizen dazu. Anschließend würzte sie mit Salz. Dann fand sie den Granatapfel von Riabucha und fügte noch einige Gewürze hinzu. Das Ergebnis war eine schön dicke Suppe. Kater Czornisz war an ähnliche Gerichte ohnehin gewöhnt. Eine Stunde später saßen bereits alle beim Mittagessen. Danach ruhten sie sich etwas aus und gingen wieder an die Arbeit. Auch Czorniszka und Chytrunia schlossen sich nun wieder an. Sie arbeiteten bis zum Abend im Gemüsegarten und dann sogar noch den ganzen folgenden Tag. Morgen ruhen wir aus, seufzte Belucha am Ende des zweiten Tages erleichtert. Ganz genau, die Arbeit ist erledigt, also können wir morgen ganz entspannt faulenzen, stimmte der Hahn Kogut zu.
Gute Arbeit, sang der Kater Czornisch vor sich hin, während er den sorgfältig angesäten Gemüsegarten betrachtete. Danke für die gute Zusammenarbeit. Jetzt werden wir alles pflegen und dann werden wir genug zu essen haben. Die Hühner und der Hahn Kogut liefen in den Obstgarten, den sie ganz besonders liebten, um dort herumzustöbern. Kater Czornisch kletterte dagegen auf das Dach der Hütte, streckte sich dort zufrieden aus und blickte zum Horizont der Insel. Sein Schwanz schwang langsam von einer Seite zur anderen. Er überlegte, ob er nicht Mursailo besuchen sollte, ihm in der Bäckerei helfen, einige alte Freunde treffen und nachsehen, wie das Leben auf der dritten Insel inzwischen verlief.